Die Damen und die Herren, herzlich willkommen bei meiner Sendung dem Europa Live-Ticker am Christoph Hansen. An meiner letzter Sendung habe ich angekündigt, wir mussten ich will das Format ein bisschen ändern von meiner Sendung. Normalerweise berichten ich über meine Direktarbeit und den Dossier und denen schaffen, aber das ist nicht immer genau das, was euch interessiert. Und dafür habe ich letztes Jahr einen Appell lanciert, dass ihr mir auch sagt, was euch interessiert, was groß frohe sind. Da kriege ich da schon einen ganz Rutsch ran und ich probiere dann noch darüber anzugehen, auch wenn das nicht immer 100%ig mein Expertisebereich ist, aber ich werde mein Bestes machen, für euch gut zu informieren. Ich kriege eng froh ran vom Gianni von Schöffling an Gianni fried mich Vakanz 2020. Wie gesagt, da mit meiner Sommervakanz aus kann ich reisen, an welchen Länder kann ich reisen, an wie gesagt mit den verschiedenen Garantien aus, da das trotz der sanitären Krise natürlich ein ganz wichtiges Urlaub ist. Wir haben sehr viel Zeit daheim verbracht. Ein Tapetewechsel war manchmal für jeder noch eins wichtig und nötig. Du musst nicht immer ganz weit an die Vakanz gehen, aber es ist schon wichtig, für aufzuschalten. An der Tourismusbranche an der Europäischen Union ist ein ganz wichtiger Wirtschaftssektor, auch das wir noch nicht vergessen. Und an den letzten 3 Monaten hat der Sektor, den Horeca-Sektor, an den Hoteliersektor, extrem gelitten. Tiere waren so, kein Klient rankommt, kein Besucher rankommt, und das ist dramatisch. Wir haben Länder an der Europäischen Union, Griechenland zum Beispiel, 20% von ihrer Wirtschaftsleistung ist eigentlich auf die Tourismusbranche axéiert. Portugal sind es 19%, mehr auch an Länder wie Frankreich und Deutschland sind es 8% an 9%. Das ist immens viel. Generell an der Europäischen Union ist 10% von unserer Wirtschaft beruht Tourismussektor. Das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Sektor, an dem gilt es auch zu unterstützen. Und dafür ist es doch wichtig, erst zu informieren, wo da könnt gehen, für auch da können an die Vakanz zu gehen und noch für die Leute, die vom Tourismus leben, auch zu helfen, für dass man die schweren Zeiten zusammen überstehen. An der Europäischen Union sind 27 Millionen Arbeitsplätze direkt und den Tourismus angewiesen. Für das die Reise kann sie natürlich begrenzen, auch wichtig. Da hat Gianni mal eine andere Frage gestellt, ja, mit den Zonegrenzen, die Europäische Union misst an hier an da. Das ist nicht die Europäische Union, die dezidiert hat, Grenzen zuzumachen, aber das sind die Einzelmemberstaaten, die das ohne mit ihren Opern aufzuschwätzen, dezidiert haben. Das ist am Ende an die falsche Entscheidung gewesen. Wenn so Mesuren trifft, muss ich das mit den Opern aufschwätzen. Ich verstehe natürlich, dass man die ganze Konfinement, das muss kontrolliert gehen, aber Konfinement, wenn ihn sich dabei auf der Straße bewegt, ist das egal, ob man das zu Lützburg oder in Deutschland möchte. Wenn es verboten ist, dann ist es verboten. Und du soll nicht op de Grenzen zo machen. Ich meine, das ist mal ganz wichtig zu sagen. Wie gesagt, die Responsabilität liegt bei den Memberstaaten. Da muss man mal gucken, weil das eigentlich nicht ganz koordiniert, was da geschieht. Die Europäische Kommission hat Rekommandationen herausgegeben, für die Memberstaaten das besser aufstimmen. Aber das ist eine Rekommandation, das ist rechtlich nicht bindend. Und das ist ein Problem, weil die Memberstaaten, die dort Kompetenz nicht und die Europäische Union wollen aufgehen. Darüber muss ich ganz klar schwätzen. Wenn ihr fordert, dass die Europäische Union da mehr misshandeln, da muss man der Europäischen Union auch mehr Kompetenzen geben. Das heißt, die Kompetenzen von den Memberstaaten wegholen. Und da gibt es aber dann wahrscheinlich auch an den Ländern viel Diskussionen. Wie gesagt, da an unseren nordischen Ländern, aus ich meine Frankreich, da sollen den 15. Juni die Grenzen opgoen. Seit dem 2. Juni dürfen Franzosen frei zirkulieren. Für drun war eine Regel Kraft, dass sie maximal 100 Kilometer sich von ihrer Residenz dürften deplacieren. Wir hatten auch einen Akkord von mit also Frontalien, dass verschiedene auch konnten zu Lützeburg bleiben, die Zeiten, wo die Grenzen so waren. Und das seit dem 25. Juni für Stadt so einen kleinen Detail dürfen leider doch auf den Eiffelturm op. Auch seit dem 2. Juni sind Café op, Restaurant op, Plage op, mat natürlich den nedischen Vorsicht an sanitären Mesuren, die do wichtig sind. An Deutschland sind Grenzen den 15. Mai schon im Abgang. Ab dem 15. Juni sollen sie dann noch für alle EU-Bürger plus Großbritannien, Island, Norwegen, Schweiz, Liechtenstein opgoen.
an et soll den an engem vun de Länder 12 vun den Neuinfektionen op méi wie 50 Fäll pro 100.000 Awohner klammen, gilt an den meeschte Bundesländer och nach eng Quarantänepflicht fir die Leute, die aus dem Land zurückkommen, wo et soviel Fäll gëtt. Belsch mëcht den 15. Juni et Grenzrem op an bis den 1. Juli sollen awer och dann die meescht kulturell an touristisch Strukturen dorem opgoen an et gëlt am moment och keng Quarantän fir EU-Bierger déi an d'Europäesch Union rakommen. E Land wat natürlich ganz stark betraff war vun der Corona-Krise, mir war wo en Hauptdestinationsland fir Lützeburger Touristen ass Italien. Italien hat natürlich immens betraff vun der Krise mit Grenzen, die selo seit dem 3. Juni schon opgemacht gin fir die EU-Bierger. An die meescht Restaurantbaren Hoteller Plagen sinn och do schon op méi mat natürlich denen Virschrifte wie man lo gesot tun. Das fir allem wo so Atemschutzmasken an Solen Gesichtsmasken Solen egal wéi immer genug dabei hunn. Ich meng dat gilt fir Altländer, wo man lo weiterem goen. Spurien as lot Triesfreiheet zu go fir d'Spurnier selber nach immer net herstalt. Den Etat d'urgence gëlt oder Spurien nach bis den 21. Juni an net derwin eigensteng Provinz wie wund bis do auch net verlosen. Grenze sollen awer ab dem 1. Juli opgoen an der Teech da giwoch Tourismusbranche an Spurien können richtig opgoen an aktuell as war so jiin den aus dem Ausland kënnt, muss a Spurien 14 Dich an Quarantän goen och méi och das Regelung soll den 1. Juli darem opgeholt gin. Wie gesit as Situation an Europa nach immer ganz verschieden. Ech hunn ganz klar mat dafir plädéiert, man muss als ofstimmen. Et kann net sinn, dat in een Staat der Denkland eng mesure trifft an die aner sinn der Hanno der mat geheit. So kann het net goen. Mir hat noch ganz viel Fäll vu Lützeburger, die am Ausland waren schon noch een spanische Kolleg, den zu Lützeburg schafft zum Beispiel. De war seg Familie besichen an den ass du nemmi Zréckkom wie an den hat gros Problem firm Zréck op Lützeburg zu kommen. Se Emploier hat gesot, du kënst dem Zréck schaffen, an so schenkt wer nach Spurnie fest. An dat ze Sachen do muss man als Lehre lo ganz klar aus dëser Krise zeieren. Et kann net sinn, dat no nëmmen kleng iwwerleen an als Lützeburger ass dat ist natürlich besonnech bewusst, weil mir immens vun eisen Notbeschlenner aufhängen mat de Frontalien, die eng ganz wichtig Hëllef an aiser Wirtschaft zu Lützeburg sind. Der wisst dat bald 200.000 Frontalien all da op Lützeburg schaffe kommen an dummer da als Wirtschaft am Lafen halen, mir auch als den Gesundheitssektor am Lafen halen. Dat heißt, man muss lo leeren zeien, aber man muss noch lo mat as Notbeschlenner schwatzen, op der europäische Level schwatzen, fir zu verhindern, dat so bis nach enker virken, weil der toten huet eigentlich Krisen nach enker verstärkt, Grenzen zu machen. Dat ist vu mir besonders als Lützeburger net mat liewe können. An dofer muss man es lo ganz klar ersetzen. Dat machen mir ha am Parlament mit, dat muss aber auch als Regierungen machen, weil das sind Regierungen, die do Decisionen getroffen an du man ganz warmen Appell und als Regierung fir der tote ganz hech op der Agenda ze halen Fi Eisen anderen 26 andere Memberstätten an der Europäischer Union gut Solutionen fir die nächst Krisen zu fannen, weil et werd net die Lächtkrisen an darüber muss sich erstellen, die richtig leeren zählen an dat waret fir mech fir haut Schulmen eng froh belicht schon an ein ganz Ritschei, die ich rakrut wie gesot checkt ma erfroen iwwer Facebook checkt man se op még E-Mail das christoph.hansen@ep.europa.eu. Mir können se natürlich net all beantworten. Ich werd mat da immer pu rauspicken an déi dann hai ze summe mat deich belichten. Es so nicht vielmals Merci fir d Nolächtren an hoffentlich bis geschön bei ménger Sendung dem Europa Live-Ticker ma Christoph Hansen.